Begreift die Welt, dass wir ganz kurz davor stehen? Ich denke schon. Das ist jetzt eine traurige Frage. Begreift Gottes Volk, dass wir kurz davor stehen? Nein, wir schlafen fest. Wir schlafen bis Mitternacht. Ich weiß nicht, was für Schlaftabletten sie nehmen, aber sie schnarchen. Das ist die Gelegenheit, einmalig in der Weltgeschichte, um den Menschen diese Botschaft zu bringen. Nun, es wird darüber geredet, dass die Eliten sich auf ein derartiges Szenario vorbereiten, stimmt's? Man hat auch alle möglichen Treffen, auch das Weltwirtschaftsforum, wozu wir noch kommen. Aber es gibt das überall. Die Eliten sind immer, nun, sie scheinen eine Menge zu wissen, aber der Rest nicht. Es sind nicht nur die Eliten, aber wir werden uns ansehen, wie sie sich vorbereiten, indem sie Bunker und dieses und jenes bauen. Wenn wir uns das auf einer nationalen Ebene ansehen, wurden von ganz vielen Nationen Bunker gebaut. Nimm nur dieses schlangenartige Gebäude im Vatikan. Sogar das ist ein Atombunker. Okay. Die Leute sind also dabei, sich auf derartige Dinge vorzubereiten. Und natürlich stand die Präsidenten der Welt dafür in den Nachrichten, dass sie Bunker anlegten und so weiter. Aber schauen wir uns doch dieses Video an. Sehr schwer vorherzusagen. Wenn mächtige Leute in der Welt sich als völlig außerstande sehen, wirklich eine Zukunft zu schaffen, in der alles okay sein wird. Ein riesiges Anwesen auf der Insel Kauai, einschließlich eines enormen Weltuntergangsbunkers. Was soll das mit den Millionären und ihren Bunkern für den Weltuntergang? Die Frage ist doch, was Sie wissen, was wir nicht wissen. Sie bereiten sich auf ein Desaster großen Ausmaßes vor. Ehrlich gesagt bin ich davon etwas beunruhigt. Mark Zuckerberg, der CEO von Meta, hat angefangen, sich für den Weltuntergang vorzubereiten. Gibt es dort etwas, was Mark Zuckerberg weiß und wir nicht? Wie viele von uns haben die apokalyptische Serie The Last of Us gesehen? Diese 1,8 Meter hohe Mauer entlang der Koala Road in Pila'a wurde scherzhaft mit der Mauer verglichen, die Donald Trump zwischen der USA und Mexiko möchte. Die Mauer schützt das 556 Hektar große Grundstück des Milliardärs Mark Zuckerberg. Wenn man so viel Geld hat, geht man entweder hoch hinaus in den Weltraum, um einen Ort zum Leben zu finden, oder man geht nach unten. Schauen Sie Milliardär Frank Vandersloot an. Er gab weitere 51 Millionen für 809 Hektar Weideland aus. Die hawaiische Insel Lanai gehört jetzt fast vollständig dem Oracle-Milliardär Larry Ellison. Florida. Jeff Bezos gab 147 Millionen Dollar für den Kauf von 2 Anwesen auf Indian Creek Island aus, während der CEO von OpenAI Sam Altman und der Investor Peter Thiel eigene Vorkehrungen getroffen haben. Die beiden werden sich im Falle eines apokalyptischen Ereignisses einen Jet auf eines von Thiels Anwesen auf Neuseeland nehmen. Thiel kämpfte schon seit 2 Jahren bei der örtlichen Behörde darum, sein eigenes kleines Anwesen mit 10 Schlafzimmern und die Landschaft zu bauen. Ein Bunker für den Weltuntergang, der als Bonus noch eines der schönsten Panoramen weltweit bietet, wenn der Rest des Planeten brennt. Larry Page gehören, soweit wir wissen, mindestens 4 Inseln, 3 davon in der Karibik und eine auf Fiji, die für die Allgemeinheit quasi unerreichbar sind. Die Milliardäre wissen, dass sie ein gefährliches Spiel spielen. Dass ihnen der Platz ausgeht, um den Schaden auszulagern, der durch die Arbeitsweise ihrer Unternehmen entsteht. Am Ende gibt es dann soziale Unruhen, die zu unserem Ruin führen. Deshalb schauen genau diese Leute darauf, sich Bunker zu schaffen. Nun, am Ende sagte der Mann etwas Interessantes über Unruhen. Und dann könnten sie dahin flüchten. Es gibt also nicht nur überall Kriege zwischen den Nationen. Aber was ist mit Bürgerkrieg? Bürgerkrieg und innere Unruhen. Davon wird auch ziemlich viel gesprochen. Wir können also auch viele innere Unruhen erwarten. Stimmt's, Martin? Ist es sogar möglich, dass wir einen Bürgerkrieg erwarten können? Ich denke, es ist mehr als nur möglich. In verschiedenen Ländern? Ja. Auch in unserem Land hier, in südlichen Afrika, ist es nicht ausgeschlossen. Nein. In Europa ist es definitiv nicht ausgeschlossen. Es ist nicht einmal im Ostblock definitiv ausgeschlossen. Nein. Und was ist mit den Vereinigten Staaten von Amerika? Nun, da gehen einige wirklich verstörende Bewegungen vor sich. Wenn also ein Cyberangriff kommt oder es einen Ausfall des Stromnetzes gibt und die Kluft zwischen denen, die für sich selbst sorgen können und denen, die nicht für sich selbst sorgen können, größer wird, dann kann man enorme innere Unruhen bekommen, richtig? Es ist auch fast so, als ob wir darauf schon vorbereitet werden. Dafür,
desensibilisiert werden. Ja, die Filme tun ihre Arbeit, Menschen abstumpfen zu lassen. Es könnten einige beängstigende Dinge passieren. Ja, vor allem, weil wir uns an diese Lebensweise gewöhnt haben. Aber wir wurden dazu ermahnt, unsere eigenen Produkte anzubauen, uns selbst zu versorgen. Ja, und aus den Städten herauszugehen. Ja, aus den Städten herauszukommen. Geht aus den Städten weg. Okay, Martin. Jetzt werden wir uns einige Filmausschnitte ansehen. Möchtest du uns berichten, was da passiert? Ja, es sind 2 Filme. Einer ist schon herausgebracht worden, der andere kommt noch. Der eine heißt Leave the World Behind, ein Szenario, das dem, was Dennis Quaid berichtete, ziemlich ähnlich ist. Es gibt ein Ereignis, kein Handy mehr, alles bricht einfach zusammen. Und der zweite geht über Bürgerkrieg. Es ist schon interessant, dass man sich bei all dem, was in der Welt passiert, fragen kann, werden wir mit Hinsicht auf das, was kommt, desensibilisiert? Werden wir da auf etwas vorbereitet? Werfen wir einen Blick darauf. Ein spezielles Programm hat meinen Kunden am meisten verängstigt. Ein einfaches, 3-stufiges Manöver, das die Regierung eines Landes von innen stürzen könnte. Stufe 1 ist Isolierung. Man schaltet die Kommunikation und das Transportwesen aus. Man macht das Ziel so taub, stumm und gelähmt wie nur möglich und ebnet so den Weg für Stufe 2. Synchronisiertes Chaos. Man verbreitet Schrecken mit verdeckten Angriffen und Falschinformationen, überfordert die Verteidigungskapazitäten und macht die Waffensysteme angreifbar für Extremisten und das eigene Militär. Ohne erkennbare Feinde oder Motive fangen die Menschen an, sich gegenseitig zu attackieren. Wenn das erfolgreich ist, dann ergibt sich die 3. Stufe von selbst. Ein Staatsstreich. Bürgerkrieg. Bereits 19 Bundesstaaten abgespalten. US Army verstärkt ihre Truppen. Warnung aus dem Weißen Haus an die westlichen Streitkräfte und die Florida Alliance. Der seit 3 Jahren amtierende Präsident verspricht, den Aufstand umgehend niederzuschlagen. Dass in Amerika ein gewaltiger Bürgerkrieg tobt, ist euch schon bewusst, oder? Wir halten uns da raus. Bürger und Bürgerinnen von Amerika Die sogenannten westlichen Streitkräfte aus Texas und Kalifornien mussten durch die US Army eine schwere Niederlage einstecken. Herr Präsident, bedauern Sie eigentlich die Luftangriffe auf amerikanische Bürger? Ich glaube, es handelt sich um ein Missverständnis. Was? Wir sind Amerikaner, okay? Okay. Und was für Amerikaner? Gott schütze Amerika. Nun gut, das Jesuitentheater bereitet die Welt vor. Nun, Martin, wir wissen, dass Sie etwas wissen, weil Sie im Einklang mit den finsteren Kräften dieser Welt sind. Ja, schau, wie vorausschauend Sie bei der Pandemie waren. Gut, lass uns zu Manuskript 114 gehen und sehen, was dort steht. In Indien, China, Russland und in den Städten von Amerika sterben tausende Männer und Frauen an Hunger. Vermögende Menschen kontrollieren, weil sie die Macht haben, den Markt. Sie erwerben alles, was sie nur können, preisgünstig und verkaufen es dann zu stark erhöhten Preisen. Das bedeutet für die ärmeren Schichten Hunger und wird in einem Bürgerkrieg enden. Es werden verschiedene Länder erwähnt, also kann man hier nicht sehr konkret sein. Aber es werden Bürgerkriege ausbrechen. Das steht hier, richtig? Ja, und nur um etwas klarzustellen, das bezieht sich nicht auf Bürgerkriege in der Vergangenheit. Nein, das ist Zukunft. Es wird eine Zeit der Drangsal sein. Das ist Zukunft. Wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden, und die Gottlosen werden gottlos bleiben, und kein Gottloser wird es verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Martin, wir müssen also weise verständigt werden. Und verständigt wird man, wenn man das Wort Gottes studiert. Nur so geht es. Wenn wir also die Frage stellen, sind wir bereit?
Wir meinen damit nicht, unsere Waffen griffbereit und die Gewehre geladen zu haben. Nein. Sondern hast du dich schon mit Gottes Wort vorbereitet? Ja, stellt man sich selbst die Frage, bin ich mit Gott in Reinem?